Moin. Moin und willkommen auf dem Kanal Moin, auf dem wir uns mit sprachbezogenen Themen beschäftigen. Manchmal geht es hier um Sprache und Kultur im Allgemeinen, doch meistens liegen der Ausgangspunkt und der Schwerpunkt auf dem germanischen Sprachzweig. Dabei widmen wir uns auch Sprachvarianten, die kaum bekannt sind und normalerweise ignoriert werden. Heute lade ich dich zu einer kleinen Entdeckungstour durch die Stadt ein. Diese Erkundung ist genau das Richtige für dich, wenn du dich für Wortherkunft und Bedeutung interessierst und dafür, was sie uns über die Kulturgeschichte und über unsere Ahnen und deren Wahrnehmungen verraten. Wir greifen uns auf dem Weg bekannte Wörter heraus, betrachten ihre Entsprechungen in verwandten Sprachen und versuchen sie so weit wie möglich zurückzuverfolgen, um ihre ursprünglichen Bedeutungen zu entdecken. Dabei werden wir auf zahlreiche Bedeutungswandlungen stoßen. Der Fachbegriff hierfür lautet semantischer Wandel. Am Ende wirst du hoffentlich ein tieferes Verständnis für Wörter gewonnen haben, die du so gut wie jeden Tag verwendest. Bitte lass mich in den Kommentaren wissen, ob du das interessant oder sogar spannend findest. Hinterlasse gern zumindest einen Daumen hoch. Noch besser, abonniere den Kanal, wenn du es nicht bereits getan hast. So weiß ich, dass es Potenzial für eine ganze Videoreihe gibt. Noch eine kurze Begriffserklärung, bevor wir loslegen. Etymologie ist schlicht die Geschichte eines Wortes. Ein Wort zu rekonstruieren bedeutet, auf der Grundlage von Belegen aus verwandten Sprachen auf eine Form zu schließen, für die keine direkten schriftlichen Zeugnisse erhalten sind. Eine rekonstruierte Form wird mit einem Sternchen gekennzeichnet. Ach, und noch etwas. Statt Plattdeutsch oder Niederdeutsch sage ich Niedersächsisch, denn es ist die sich aus dem Altsächsischen herausgebildete Sprache der niederen Lande, im Gegensatz zum Deutschen, das ich hier nicht Hochdeutsch nenne. Es handelt sich meiner Meinung nach um zwei Sprachen und natürlich hat das mit den Mundarten des Freistaats Sachsen nichts zu tun. Also los geht's. Fangen wir doch gleich einmal mit dem Wort dafür an, wo wir uns gerade befinden, an einem Ort. Ja, da haben wir es bereits mit einem Bedeutungswandel zu tun. Denn das germanische Ursprungswort ist Usda und das bedeutet Spitze, Endpunkt oder Ecke, höchstwahrscheinlich von einer Waffe oder einem Werkzeug. Altsächsisch und Altenglisch Ort und Altdeutsch Ort bedeuten genau das. Im Mitteldeutschen begann die Bedeutung sich zu erweitern. Es bedeutete zudem noch zeitlich oder räumlich äußerster Punkt, Rand oder Himmelsrichtung. Und Himmelsrichtung kann auch Erd im heutigen Scots bedeuten, der schottischen Schwestersprache des Englischen. Auch heute verwenden wir noch Wörter wie Ecke für einen bestimmten Bereich oder eine Gegend. Wenn man sagt, in der Ecke wohnt mein Freund, meint man damit einfach einen Ort in jener Umgebung. In der Bergmannssprache bedeutet die Wendung Vorort am Ende eines Grubengangs. Und in jüngerer Zeit übernahm das Standarddeutsche sie im Sinn von an einem bestimmten Ort oder Platz. Ach ja, Platz. Das ist noch so ein Wort für Stelle oder Stätte. Zudem kann es auch noch größere, breitere und offene Fläche bezeichnen. Vielleicht hast du dir bereits gedacht, dass es sich dabei um ein altes Lehnwort aus dem Romanischen handelt, denn es ist offenbar mit Französisch Place, Spanisch Plaza und Italienisch Piazza verwandt. Das Mitteldeutsche übernahm Altfranzösisch Place als Platz, das Mittelniedersächsische als Place. Es bedeutete einen weiten, offenen Raum für verschiedene Aktivitäten. Wir können das Wort bis ins Spätlatein zurückverfolgen, Platea, mit derselben Bedeutung. Aber im Frühlatein stand Via Platea und später einfach Platea für eine breite Straße oder eine städtische Hauptstraße. Und das ist wohl eine Lehnübersetzung des altgriechischen Begriffs Plateia Hodos, breiter, flacher Weg. Hast du bemerkt, dass wir inzwischen beim Wort platt gelandet sind? Ja, das entlehnte das Deutsche im 17. Jahrhundert aus dem Niedersächsischen, dem sogenannten Plattdeutschen, wo es eben oder flach bedeutet. Und das kam über vulgärlateinisch Plattus aus dem griechischen Platys. So, jetzt bewegen wir uns endlich von der Stelle, indem wir langsam die Straße entlang gehen. Die Hauptstraße, die auf Lateinisch wie gesagt Via Platea heißt. Straße. Da haben wir es wieder mit einem alten Lehnwort zu tun. Schon das Altsächsische hatte Strata, das Altfriesische Sträte, das Altenglische Strät, das Altnordische Sträti und das Altdeutsche Strasa. Der Ursprung ist lateinisch Via Strata, eine gepflasterte Straße. Das Scots hat außer Street das Nomen Streeten, welches Straßenpflaster bedeutet. Ein Pflaster ist bekanntlich eine Schicht oder technisch gesagt ein Stratum. Aha, ja, das ist auch mit Straße verwandt.
Die indoeuropäische Wurzel all dessen ist stere, ausbreiten. Nun verlassen wir die Straße und biegen ab in eine Nebenstraße, eine Gasse. Als Norddeutscher empfinde ich dieses Wort eher als süddeutsch. In meiner Kindheit bezeichneten wir so etwas auch einfach als Straße. Später lernte ich allerdings verwandte Wörter bei unseren nördlichen Nachbarn kennen. Dänisch gäl, Norwegisch gatte, Schwedisch gata, Färöisch göta und Isländisch gata. Also schien mir, dass wir, die Holländer, Friesen und eigentlichen Sachsen der nordeuropäischen Tiefebene, die Ausnahme zwischen Nord und Süd waren. Auf Jiddisch heißt es Gas, und der Ausdruck auf der Gas kann, wie im Süddeutschen auf der Gas, zudem in der Öffentlichkeit bedeuten. Vielleicht überrascht es dich nicht zu erfahren, dass das Wort Gasse und seine Verwandten eigentlich Durchgang oder Passage bedeuten. Das gilt auch bei Englisch Gate, Tor. Und im Niedersächsischen haben wir Gat und im Holländischen Gat, deren Bedeutung Durchgang oder einfach Öffnung ist. Und sie bedeuten zudem, nun ja, wie soll ich das höflich formulieren? Vielleicht Hintern? In ferner Vergangenheit finden wir das urgermanische Wort Gaton, das so etwas wie Öffnung oder Durchgang bedeutet. Damit verwandt ist Gaffen, auch niedersächsisch Gorpen und niederländisch Gäpe, die beide nicht nur Gaffen, sondern auch gähnen bedeutet, wie auch westfriesisch Gapje und englisch Gape, also allgemein den Mund aufsperren. Und das Englische hat das verwandte Verb gape, klaffen, auch das Nomen gap, das Kluft, Lücke, Spalte oder ganz einfach Zwischenraum bedeutet. All das führt auf die indoeuropäische Wurzel Gehe, von der auch Deutsch gähnen abgeleitet ist. Eine zumeist engere Gasse ist die norddeutsche Tweete. In einigen Mundarten heißt es Twete. Diese Wörter hören sich ja schon mal ganz richtig schön norddeutsch an, ne? Sie stammen vom Mittelniedersächsisch Tweete ab und bezeichnen einen zwischen Gebäuden laufenden Gang, der typischerweise zwei Straßen oder Gassen miteinander verbindet. Das geriet sogar nach Sussex in Südengland, wo es Twitten heißt. Diese Wörter gehen auf altsächsisch Twi zurück, wie auch deutsch Zwi, von urgermanisch Twi, also zwei, von dem auch Wörter wie zwischen und Zwiespalt abgeleitet sind. Trotz allem Gerede ist unser eigentlicher Bummel kurz gewesen. Es gibt noch sehr viel zu entdecken, aber wir müssen den Rest wohl aufschieben. Vielleicht auf das folgende Video, wenn dir danach ist. Es ist spät und Zeit, in die gute warme Stube zurückzukehren. Apropos Stube. Wusstest du, dass es dabei ursprünglich weniger um den Raum als um die Hitze ging? Ja, denke doch mal an das englische Gegenstück Stove. Heutzutage hat es zumeist die Bedeutung Herd, kann aber in gewissen Zusammenhängen Heizofen bedeuten. Besonders in kühleren Klimazonen drehte sich das Familienleben früher um den Kamin. Ursprünglich ein offenes Feuer in der Mitte des Hauptraums. Alle drängten sich darum. Doch eigentlich ist die Bedeutung von Stove als Wärmequelle und Kochstelle noch recht jung. Im Altenglischen deckte dies das Wort Hearth ab, aus dem sich Hearth entwickelte, also Herd. Das englische Wort Stove ist erst seit dem 15. Jahrhundert bekannt und soll damals entweder aus dem Holländischen oder dem Niedersächsischen übernommen worden sein, wo Stove beheizter Raum bedeutete. Tatsächlich lauten die entsprechenden Formen im heutigen Niedersächsisch Stuwe bzw. Stuw und im Deutschen Stube. Sie bezeichnen jeweils einen Raum, insbesondere das Wohnzimmer, das früher der einzige beheizte Raum eines Hauses war. Man höre und staune, das Altenglische kannte das verwandte Wort Stuwa mit der Bedeutung Badezimmer. Ursprünglich wohl ein beheiztes. Doch dieses Wort verschwand noch vor dem 16. Jahrhundert aus dem Sprachgebrauch. Viele glauben, dass das Wort Stew, also Eintopf, mit all dem zusammenhängt. Und beachtenswert ist auch das schottische Wort Stove, das all das und noch mehr umfasst. Als Verb bedeutet es schmoren und Dampf abgeben. Das Niedersächsische kennt Stoven und das Niederländische Stofe, Verben mit der Bedeutung Speisen dämpfen oder schmoren. Und das Deutsche hat dieses Wort aus dem älteren Niedersächsisch übernommen. Manche bringen dies mit den vulgärlateinischen extufare, dampfen, sowie mit modernen romanischen Varianten für Schmoren in Verbindung, etwa dem italienischen stufare, dem spanischen estufar, dem portugiesischen estufar, sowie dem katalanischen und okzitanischen estufar. So, vor der Verabschiedung noch eine Frage. Wie hat dir unser Ausflug in die dynamische Welt der Wortbedeutungen gefallen? Wenn du derartiges unterhaltsam oder sogar spannend findest und gern an einem weiteren Ausflug teilnehmen würdest, schreibe es gerne in die Kommentare.
Auch würde ich mich über Fragen und Vorschläge freuen. Noch schöner wäre ein Abonnement, zumindest ein Daumen hoch. Auf jeden Fall danke ich dir, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal. Halt dich wacker und bleib wissbegierig. Tschüss.